dass mir haut ein Großfried, ihr schaut dem Gewerkschaftsrat zu Sandweiler, Missionen an Schacht vom LCGB können vorzustellen. Wir haben das Jahr darum geschafft, uns Missionen neu zu definieren, an sie und Zeit anzupassen. In der Mission verstehen das Leitbild vom LCGB. Das ist eine Stellungnahme, wo alle Elemente festgehalten wird, was unser Positionement betrifft und was der Bild von unserer Gewerkschaft ist. Das Dokument, das der übrigens an ihrer Map, wie schon erwähnt, als kleine Broschüre fand, weist zum Ende die Orientierung vom LCGB, das heißt, da, wo den LCGB sich im Moment befindet, und da, wo wir hin wollen. Zum anderen weist Mission auf den Faktor von unserer Motivation hin. Damit sollen wir, mit was für ein Sujet wir uns identifizieren und auf was für ein Ziel wir hier steuern. Der dritte Bestandteil von den Missionen erfüllt den von der Legitimation. Hier stehen die Kriterien an den Grundsatz vom LCGB am Vordergrund. Wenn ihr euch an den nächsten Tag die Broschüre nach ein paar Jahren durchliest, da könnt vielleicht bei dem einen oder den anderen den Eindruck entstehen, dass wir zu allgemein, zu abstrakt und zu weit fort von den Leuten stehen. Das heißt, von den konkreten Problemen vom Terrain. Aber der wird gesehen, dass das nicht so ist. Die Schacht und Missionen sind ganz konkret, weil ihr beim Umsetzen von diesen Missionen konkret Probleme vom Terrain lösen könnt. Die Schacht und Missionen gehen ihr Orientierung, an welchem Kader und an welchem Büt den Einzelnen sind Probleme zu lösen sind. Als Mission als avant tout die Verteidigung von den Interessen, von den Salarien und von den Rentner, also von ihr alle gut. Ich werde mich heute aber hauptsächlich auf den Aspekt von der Beschäftigung konzentrieren. Diesen Tag steht als Auftakt für die Jahre von den Sozialwahlen an den Hauptakzent soll der Arbeitswelt gelten. Und sein Hauptdeal liegt also beim Interesse vom Salarié. All Sektoren geteilt berücksichtigt, ob schon durch unsere Vergangenheit der Schwerpunkt sowie auch unsere Kompetenz sicher am Privatsektor zu sichern ist. Oder, für mehr präzis zu sein, als Priorität liegt bei denen Leuten, die einen privatrechtlichen Vertrag haben. Ein wichtiger Punkt an unserer Mission, das ist die Kernmessage, ist die Existenzaufsicherung von den Salarien. Was verstehen wir in der Existenzaufsicherung oder in der Protektion von der Existenz vom Salarié? Es gibt ein paar Aspekte, die berücksichtigt gehen. Zum einen ist die Aufsicherung von der Arbeitsplatz. Das an Zeiten von radikalem Arbeitsaufbau, von betriebswirtschaftlichen nicht zu rechtfertigen Licenciementen und von Mesuren, bei denen die Gewinnoptimierung gegen die Salarié ausgespielt wird. Der Erhalt von den Arbeitsplätzen ist immer noch die erste Aufgabe vom LCGB. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten, wir wollen Arbeitsplätze kreiert sehen, wir wollen sie nicht aufschaffen. Da, wo die Entreprisen leider keine andere Möglichkeit haben, da, wo die Arbeitsplätze nicht mehr aufgesichert können gehen, da muss aber dem Salarié sein Platz am Leben aufgesichert bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation ist prekär. Bei den Banken und am sozioedukativen Bereich riskieren sogar uns Delegiert für und dir gesagt zu gehen, für das darauf hin nach mehr einfach einer Leute können entlassen. Dann geht es doch um den Wert vom Salarié bei der Existenzaufsicherung. Diesen Aspekt von der Protektion ist durch einen angepassten und gerechten Salär zu garantieren. Wir wollen darüber hinaus auch die Garantie von der Anerkennung von einer dynamischen Karriere am Laufe des Lebens. Es ist heute nicht selten, dass mal den Patron wechselt, ob gewollt oder nicht. Und dann muss es möglich sein, dass die Erfahrung an der Vécu unerkannt und respektiert gehen. Den dritten Aspekt von der Aufsicherung
betrifft d'Ofsicherung vom Lebensstandard. Das ist nicht nur quantitativ, also monetär zu verstehen, aber auch die Lebensqualität in Form von der Work-Life-Balance als zu konsiderieren. Der vierte Punkt rückt immer mehr an den Vordergrund. Als sozial Agieren an den Bereichen Gesundheit, Pension und Sécurité sociale müssen aufgesichert bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sauvegarde des acquis sociaux ist für den LCGB nicht einfach eine Formel. Dass so eine Mission uns konkret verpflichtet, haben wir für 2 bis 3 Wochen bewiesen, wo den LCGB die einzige Gewerkschaft war, die sich Budget von der Regierung gesteuert hat, wann in anderem nämlich Prä-Retraite-Solidarität gestraftet. Und wir steuern uns nicht darunter, wir steuern uns darunter, nicht weil wir mengen, das war ein Acquis und du willst müsste bleiben. Wir steuern uns darunter, weil die Valeur vom Salarié, sein Arbeitsplatz und der Karriereauflauf muss gesichert bleiben. Ihr seht, so eine Formel ist nicht abstrakt, aber das ist eine konkret, aktuell und notwendige Mission. Die 4 Punkte sind fragil, wenn wir sie aus den Namen verlieren und nicht mehr darauf aufmerksam machen. Bei der Existenzaufsicherung gucken wir auf die 4 Aspekte: Arbeitsplatz, Valeur vom Salarié, Lebensqualität und Sozialaufsicherung, weil wir den Mensch als ganz, als eine Unität sehen und nicht als ein saucissoniertes Gebilde. Wir konsiderieren den Mensch als ein Gesamtbild. Dafür steht uns Wirken, an unserem Wirken der Mensch am Mittelpunkt. Dir steht am Mittelpunkt. Der Mensch am Mittelpunkt. Dabei geht diesen an all seine Facetten mit individuellen Aspekten und Bedürfnissen betrachtet. An mir mache keinen Unterschied. Es geht hier um die Salarié, ob Mann, ob Frau, ob Jung, ob Fuhren, ob Lützeburger oder Frontalier. Es geht um den Salarié, den heute zu Lützeburg schafft. Den LCGB wird kein arbeitsrechtlich Apartheid. Wir haben nur die Kernmessage von der Mission belegt. Was ist für uns noch wichtig? Den LCGB legt ganz viel Wert auf einen personalisierten Service am Charakter vom Arbeitsrecht und vom Sozialrecht. Wir proposieren an den Infozentren individuelle Konsultationen auf viele Sprachen und das ganz nur bei den Leuten. Unsere Büros sind quer durch das Land zu finden und haben auch an der Großregion einen festen Platz. Zu einer Zeit bieten wir auch eine Helpline an, wo ihr schnell eine Antwort auf eure Fragen kriegt. Daneben bieten wir eine ganze Reihe Services, wie zum Beispiel gratis Steuererklärung, eine finanzielle Unterstützung bei der Medizin komplementär, den juristischen Beistand für denen zu helfen, die, und das muss ein Kehr gesagt gehen, die Sauereien gemacht kriegen. Wir protegieren und helfen denen, die andere wollen für dumm verkaufen, an den Salarié versichern mit Verbrechermethoden unter Druck zu setzen. Wir bieten weiter Services wie den Service Advocat, Koaffiliation mit der CSC für uns belgische Kollegen, neuerdings unsere Konferenzen über den Burnout, also ein aktuelles Sujet, den viele Leute betrifft und beschäftigt. Guckt ihr schlecht mit den einzelnen Services an, die fand ihr an ihrer Broschüre. Ich gehe mir spielen, ihr steht Services rauszupicken, die für ihre spezifische Sektor umgebracht sind. Ihr kennt ihr Leute vom Terra am besten, aber wisst ganz genau, was ihr Leute brauchen. Dafür seht ihr aus dieser Liste Hauptargumente für neue Membres zu finden, an die 3 bei der Stange zu halten. Ihr wisst, dass der Mensch gerne als Einzelperson konsideriert wird. Dafür gibt ihm das Gefühl, dass den LCGB für den Einzelnen du ist. Neben diesem ganz wichtigen, personalisierten Service ist den LCGB auch für die Kollektivität.
Hier geht es um Sozialpolitik an der Firma und auf der Schaff. 3 Punkte gehen hier respektiert. Erstens stellt den LCGB an den Verhandlungsrunden seine Kompetenz in der Form von Experienz und Wissen an den Dienst vom Salariat. Hier entwickeln wir immer mal Wege ermitteln, die Sozialpolitik sollen beeinflussen. Zum Beispiel uns Vorschläge für Spezialarbeitsverträge für Männer gut qualifiziert Jungleute, die Präretraite progressiv, das Programm für die Leute von 45 plus am Arbeitsverhältnis zu halten, die Opfangstrukturen für die riskieren, an den Chômage zu fallen durch das Modell von einer salutaren Klassement. Zweitens stehen uns Leute vom LCGB an engem Kontakt mit ihr, die Delegierten und Vertreter von der Equipe d'Entreprise und auch mit den Membern vom Komitee Mixt. Über diese Verbindung kriegt der LCGB direkt wertvolle Informationen vom Terrain. Das ist elementär für als Kollektivvertragsverhandlungen an die richtige Direktion zu leiten, an ihren Erwartungen gerecht zu gehen. Doniert enkadriert den LCGB als Personalvertreter durch seine Kompetenz und sein Wissen am Alltag, aber nötig auch durch Formationsprogramme. Als dritter Punkt könnte auf diesem kollektiven Niveau alle betriebsspezifische Struktur an alle Fachverband vom LCGB dabei. Mit einem Aktionsprogramm, die die Werte und Grundsätze vom LCGB propagiert erlebt. Zu der Definition von den Missionen zählt es nicht nur eine Hauptmessage und Erklärungen zu. Es muss in sich auch Moyen gehen, die diese Mission vermitteln. Den LCGB nutzt sämtliche moderne Kommunikationsmittel für diese Ideen in das Leid zu bringen. Ich weise auf unserem flotten Internetsystem, durch den ihr nicht surfen könnt, vergesst auch nicht unseren Blog. Wir waren übrigens die erste Gewerkschaft, die ein iPhone und Android-App entwickelt hat. Ich kann encouragieren, euch all diesen Outil aufzuladen und andere Leute davon zu erzählen. Das ist der Wert. Heimat bleibt ihr immer am neuesten Stand. Die hat den LCGB quasi an der Tasche. Wir haben dann nach einem Info-SMS-Service. Das Einzige, was ihr müsst machen, ist uns eine Mobiltelefonsnummer mitteilen. Ob Habaia, für viele Leute nicht aus dem Alltag wegzudenken, sind die regelmäßigen Veröffentlichungen über Gewerkschaftsaktivitäten und soziale Fortschritte zu lesen, den ihr übrigens auch im Internet findet. Dazu kommen viele Publikationen zu speziellen und aktuellen Themen in Form von einer handlichen Broschüre, zum Beispiel Steuererklärung 2011 Republik, und die neue Broschüre vom Infocenter. Ich will auf dieser Platz auch noch einmal auf unsere Seite LCGB Info aufmerksam machen. Das könnt ihr als Woche am letzten Woche am Telegram auf der Zeitschrift und am Point 24 lesen. Das Infozeit belicht während dem Wahljahr Zügehen aus der Aktualität. Missionen definiert zu haben, als gut. Das zu vermitteln, auch. Die Welt bleibt aber nicht stur. All da müssen wir neuen Definen entgegentreten. Den LCGB ist hier ein innovativer Partner und das bemüht fortwährend Fortschritte und Verbesserungen am sozialen Bereich. Wir machen weiter aufmerksam auf soziale Ungerechtigkeiten und schlagen effizient Lösungen vor. Den LCGB verteidigt die Politik von der reellen Chancengleichheit und einem gesunden Equilibrium zwischen öffentlichem Dienst und Privatsektor. Ihr wisst, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das an einem von unseren momentanen Prioritäten bei der Pensionsreform ist. Entweder ein Plafond für jederin oder für Kinder anzufeiern. Wir sind nicht für eine Zwei-Klasse-Gesellschaft, auch nicht bei der Pension. Den LCGB setzt sich demnach für die Rechte und die Existenzaufsicherung von den Salarien an der Sozialpolitik an. Ich erinnere an die Problematik von den 52 Krankheitswochen, wo wir eine volle Solution für gelöst haben. Ich
erwähnen auch uns viele Aktionen zu der Pensionsreform. Diese Pabaya von den Missionen als sicheren Dokument wird lieft, der Tisch, es wird immer adaptiert gehen. Wir entwickeln uns Service immer weiter und dasselbe gilt auch für uns Philosophie, die sich den Herausforderungen von der Zeit muss anpassen. Ich erwähne hier just das Sujet von der Responsabilité sociale des Entreprises, ein Sujet, für das wir Ideen und Konzepte haben und auf die wir in der Zukunft noch werden zurückkommen. Ganz an der Logik von der Mission als die Charte vom LCGB am selben Geist konzipiert, die uns Philosophie mir genau beschreibt. Ein Charte, also Schreibes, an dem Tabt Ulayes an Interesse durchgelöscht und kommentiert gehen. Es geht um Ziele, die wir uns gehen, an denen wir wollen erreichen. Den LCGB vertritt die Werte von der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität, an der Verantwortung am Dienst vom Salarié. Am Ende von den Frauen an die Männer, die am Privatsektor sind oder einen privatrechtlichen Kontrakt tun, und am Hinblick auf die ökonomischen Herausforderungen von der Zeit, hat den LCGB sich folgende Ziele gesagt. Das sind da 5. Und echt objektiv sind modern Kollektivverträge. Es sollte selbstverständlich sein. Kollektivverträge sind immer noch unser wichtigsten Outil für den Salarié, seine Arbeit zu valorisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben am Moment an einer Zeit, an der Kollektivverträge entweder vierzeitig gekündigt gehen, ich erinnere an Cargolux Company, oder an der neoliberal Panikmischer die Leute draußen wollen verzielen, dass Kollektivverträge uns Ökonomie verbremsen. An so Zeiten muss ich das selbstverständlich nicht unterstreichen. Kollektivverträge sind eine Conditio sine qua non für das Leben von den Salarien an seiner Familie aufzusichern. Der moderne Kollektivvertrag ist kein Brems, mit der Mutter von der Produktivität Ökonomik. Und für das zu garantieren, proposiert den LCGB eine Modernisierung vom Kollektivvertrag. Ein Kollektivvertrag muss so gestrickt sein, dass für jeden dieselben Möglichkeiten und Perspektiven aufstehen. Ein gerechter Kollektivvertrag bringt auch die Gewinnbeteiligung für die Salarié zu Spruch. Zweitens fordern wir eine bessere Information für die Salarié. Auch das soll eine Selbstverständlichkeit sein an einem Arbeitsfeld, bei dem die Responsabilität vom Salarié für eine Entreprise durch eine direkte Partizipation erwartet wird. Leider haben die letzten Monate deutlich gemacht, dass die Forderung mehr aktuell wie und je ist. Den Salarié zu informieren, heißt für das LCGB nicht, hier für eine faire Accompli zu setzen, wie manche Unternehmen das praktizieren, aber wie das vom Staat unterstützt wird. Den LCGB möchte sich dafür stark, zusammen mit dem Patronat eine Lösung auszuschaffen, an seine Salarien zu informieren, dass andere einseitige Entscheidungen mitdienen. Die Salarien an Zukunft von seiner Entreprise anzubannen, heißt der Salarié nicht à la merci vom Patronat zu lassen. Der Salarié hat dafür das Recht auf regelmäßig und qualitativ hochwertige Informationen über wichtige Entscheidungen an seiner Entreprise. Auch soll hier ein mehr stark an Zukunftsprojekte mit angebunden gehen, erkennen und der Gestaltung von der Firma mitschaffen. Der dritte Punkt ist eine adäquate Beschäftigungsfähigkeit vom Salarié. Es geht hier um die Grundausbildung, die der Grundstein für die berufliche Karriere liegt. Dem Lützeburger Staat muss es wert sein, dass der Schulunterricht immer besser wird. Hier denken wir an eine verstärkte Betreuung von Schülern mit Lernschwierigkeiten für den Échec scolaire so zu vermeiden, an der Fakt, dass die nie einen Aufschluss kriegen. Jeder hat Recht auf eine gute Ausbildung. Damit ist das aber nicht getan. Formation continue ist die zweite Etappe unter dem Aspekt von der Employabilität. Dem Salarié
muss es möglich sein, Weiterbildungsprogramme können zu allem Moment Deal zu holen, für weiter fit an seinem Job zu bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dir wisst es besser, weil dir die Erfahrung all darum terrain macht. Es ist leider so, dass Salarien nach immer nicht recht auf Weiterbildung haben, obschon viele Salarien sich die wünschen. Do, wo den Patron gerne Kästel umzielt, die eine Weiterbildung der Entreprise gegen verursachen, do so mir, dass das schon mittelfristig der Entreprise zugute kommt. Erstens, durch eine bessere Motivation vom Salarié. Zweitens, durch eine starke Identifikation mit der Entreprise. Und drittens, erinnert ihr mal daran, dass es auch Salarié sind, die durch Propositionen, als Suggestionen, Verbesserungsvorschläge und die Innovationsfähigkeit von der Entreprise optimiert haben. Nimmen die guten Salarien sind dazu an der Lage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon Henry Ford hat, wo hier eine neue Strukturierung vom Arbeitsauflauf angesagt wird, eine Sache nie aus den Armen verloren. Den Salarié muss zufrieden sein, wenn hier seine Arbeit gerne soll machen. Ein Salarié ist nicht zufrieden, wenn hier schaffen geht, für just über die Runden zu kommen. Ein Salarié ist nicht zufrieden, wenn hier schaffen geht, keine Perspektive hat, für sich an seine Familie von seiner Arbeitsleistung aufzubauen. Ein Salarié ist zufrieden, wenn hier sich etwas leisten kann. Und die Kaufkraft zu erhalten, als du willst, nicht nur ein Moyen für die Ökonomie halt zu Lützeburg zu erhalten, mehr an erster Linie eine Notwendigkeit für den Einzelnen. Kaufkraft zu erhalten, das schwätzen mir vielleicht die nicht 10.000 € an Not tun. Es ging hier am Land und an der Großregion viel Leid, viel zu viel Leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei denen nicht etwas ausmischt, wenn die Kaufkraft auffällt. Das für die Familien, für die den LCGB sich stark mischt. Und dann geht es nicht nur um das Salarié am aktiven Arbeitsprozess. Es geht auch für uns Pensioniert, die hier das Arbeitsleben durchgewuttert haben. Dafür muss die Kaufkraft unbedingt erhalten bleiben. Der 5. Punkt ist den von der Garantie von der Stabilität von den Existenzen vom Salarié und seiner Familie. Der Privatsektor generiert den Reichtum von diesem Land. Durch das Schaffen von den Salarien wird die Ökonomie gedroht. Und trotzdem sind sie ob der Schaff, die immerem Risiken ausgesetzt sind. Der Arbeitsplatz ist nicht immer garantiert. Hier das Abkommen ist nicht so völlig, dass es hier nur an der Pension durchgeht. Diese Gefahren affektieren die Lebensqualität und Stabilität von der Existenz der Leute. Außerdem sind wir auch für den Equiliber bei den Gehältern an den Pensionen am öffentlichen und am privaten Sektor. Das ist uns Schacht, die Grundsätze festhält, für die Existenzaufsicherung vom Salarié zu garantieren. Das geht durch moderne Kollektivverträge, durch eine gute Informationspolitik für den Salarié, durch Garantie von seiner Employabilität, durch Garantie von der Kaufkraft und Stabilität vom Salarié an seiner Familie. Die Existenzaufsicherung, ich wiederhole die Kernmessage von der Mission, ist die Aufsicherung von der Arbeitsplatz, von der Valeur vom Salarié an seinem Lebensstandard mit allen sozialen Acquis. Die Protektion von der Existenz vom Mensch ist unsere Mission, das uns Schaffen, Erwirken, Lied, erbricht.